Angedacht zwischen Rhein und Reben. Impulse aus dem Kirchenbezirk Germersheim. Weihnachtszeit ist Sternenzeit. Überall, wo Sie momentan durch die Geschäfte gehen und vielleicht sogar bei Ihnen zu Hause, leuchten Weihnachtssterne. Vielleicht große Herrnhuter Weihnachtssterne oder vielleicht ganz kleine. Oder Sie haben Sterne zur Dekoration. Woher kommt das eigentlich? Warum sind Sterne so eng mit der Weihnachtszeit verbunden? Viele von Ihnen werden es wissen, das liegt an diesem ganz besonderen Stern, der den Weisen aus dem Morgenland den Weg zur Krippe gewiesen hat. Wir vermuten heute, dass es um eine ganz seltene Sternenkonjugation ging zwischen Jupiter und Saturn. Aber das ist ja gar nicht das Entscheidende, sondern entscheidend ist, dass Menschen auf der Suche nach Gott nicht ins Leere gelaufen sind. Gott hat sich finden lassen. Ja, es ist sogar noch viel spannender. Während Menschen den Weg zur Krippe suchen, kommt Gott zu den Menschen, wird ein Kind, ganz klein, kommt zu dir, kommt zu mir. Um die Krippe herum ist längst nicht alles gut. Kein Raum in der Herberge. So ein kleiner, sich andeutender Familienstreit zwischen Josef und Maria. Und das Geschrei der von Herodes getöteten Kinder. Es ist wie heute. Um die Krippe herum ist nicht alles gut. Aber trotzdem glauben wir Christenmenschen, dass Gottes guter Stern seit Weihnachten über uns leuchtet. Dass niemand, der Gott sucht, ohne Antwort bleiben muss. Dass Gott sich finden lässt. Ja, dass Gott sogar zu uns Menschen kommt. Du lebst unter Gottes gutem Stern. Und du bist derjenige, der eingeladen ist, in dieser Weihnachtszeit gute Erfahrungen mit Gottes Gegenwart zu machen, auch für dein, auch für ihr Leben. Ich wünsche Ihnen, dass Sie in dieser Weihnachtszeit das erleben, unter Gottes gutem Stern behütet leben, bei all den Herausforderungen, in denen wir stehen. Gesegnete weihnachtliche Zeit. Angedacht zwischen Rhein und Reben. Impulse aus dem Kirchenbezirk Germersheim.